Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Simulator, jawohl genau, Euro Truck Simulator 2. Bei einer neuen Aufnahmesession natürlich. Und es hat ein kleines Problem gegeben. Anscheinend nach dem letzten Update sind da die Profilbilder geändert worden, wie auch immer. Und das ist natürlich ganz schlecht. Jetzt habe ich ein neues müssen auswählen, das ist das, so soll es sein. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Wir gehen mal ins Auftragsangebot und verdienen mit deiner eigenen Ausrüstung Geld. Das wollen wir natürlich. Da sind natürlich dann auch die Preise ganz anders. Ich habe ja das letzte Mal bei der letzten Aufnahme den Fehler gemacht, dass ich aus Versehen ein falsches Ding ausgewählt habe. Ist ja jetzt gleich. Hauptsache ist, wir können da etwas machen. So, jetzt mal schauen. Zeit bis Ablauf. Nein, machen wir einfach Preis. Hä? So, nein. So, da, jetzt. Was bedeutet der Stern? Hochwertige Fracht, das finde ich natürlich sehr gut. Hochwertige Fracht ist immer sehr gut. Wir haben 7 Stunden Zeit. Knapp, 6,5. Und wir fahren von Genève nach Strasbourg. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir doch den Scheibe an. Als Navi-Ziel fest. Was? Oh, ich muss jetzt zuerst dorthin fahren, hä? Ja, dann machen wir. So, jetzt läuft er. Läuft er jetzt? Festbremse angezogen. Ah, jetzt funktioniert das Ganze auch. Gut. Da würde ich aber sagen, wir nehmen einen hier in Zürich an, oder? Wo ist denn da der nächste? Muss ich da mal mit F5 kann man da durchdrücken. Mit F5, wo könnte man jetzt da einen Auftrag abholen? Ich habe keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach mal da an. Wir schießen jetzt gerade nach Genf zu fahren. Achtung, wir kommen. Jetzt hast du noch mal Glück gehabt, rotes Auto. Okay, so. Dann fahren wir mal da nach links und dann kommt dort, das ist glaube ich eine Firma dort, wo wir Aufträge können annehmen. Ich blinkisiere. Oh nein, das war nicht der Blinker gewesen. Nein, gang weg. Wo ist da der Blinker? Da ist der Blinker. So, wir gehen nach links. Einfach so, weil wir es können. Hey, sag mal. Super! Was ist jetzt das gewesen? Der hat mir den Vortritt genommen. So, jetzt aber. Gut. Ja, da rechts hinten scheint eine Firma zu sein. Würde ich sagen, gehen wir doch gerade mal dorthin. Da können wir noch ein bisschen vorfahren. Ich bin schon lange nicht mehr Lastwagen gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Euro Truck Simulator natürlich, weil im echten Leben da geht gar nicht. So, wir können fahren. Geht es da rechts. So, Achtung, blaues Autöli, ich komme. So. Wunderbarstens. Und dann, wo ist denn da die Einfahrt? Ah, dort, ich habe es schon gesehen. Dann geht es da nach. Ich bin bei Geld durch. Hey, habt ihr jetzt den gesehen? Boah, du kleines. Pisser, du. So, komme ich da noch um? Ja, ich komme natürlich noch um. So, und jetzt haben wir natürlich gerade da etwas an. Ein Geschenkli, yay! So, mal schauen, was wir da machen können. Ah, schau mal. Der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und zwar von Zürich nach Milano. Oder Erz. Oder was wollen wir machen? Erbsen. München, sind wir schon mal in München gewesen? Ich glaube, in München sind wir noch nie gewesen. Wir fahren jetzt nach München. Auftrag annehmen. Bam. Der Auflieger steht bereit. Gut, das wird der ganz links eine sein da. Dann positioniere ich mich doch einmal. So. Und so. Schön langsam. Langsam. Vielleicht funktioniert es nicht. Es funktioniert natürlich nicht. Natürlich funktioniert es nicht. Komm. Vorwärts. Fahr vorwärts. So. Jetzt. Das müsste lange. So, genau. Das sieht doch nicht ganz schlecht aus. T, bam. Wir haben angekoppelt und los geht unsere Fahrt.
Ähm, jetzt muss ich gleich schnell da schauen. München Carrefour, was? Ah ja, das stimmt. Wir fahren nach München. He? Gut. Achtung, ich komme. Ich bin unschuldig gewesen, der hat mich gesehen rausfahren. Er hat mich gesehen rausfahren. Björk. Hat doch mal eine Sängerin, es gibt doch eine Sängerin namens Björk. Habe ich gemeint. So, wir gehen jetzt nach links. Bevor ich mich wieder von zu vielen Sachen ablenke. Ja, und sonst so. Erzähl dir mal. Ah, ich höre euch gar nicht. Ah, ich habe noch angehalten. Zählt das noch? Es ist rot. Ups. Ich fahre jetzt zurück. So, ich bin zurückgefahren. Jetzt müssen wir auch nach links natürlich. So, wir können fahren. Eben, und sonst so. Ich bin ja eigentlich der, der während einem Eurotruck Simulator immer irgendetwas zu erzählen hat. Heute habe ich so gedacht, jetzt könnt ihr mir mal etwas erzählen. Ihr habt jetzt einfach etwa 20 Minuten Zeit. Okay, ich muss mich echt wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber extremstens. Lass mich raten, der fährt jetzt nicht weiter. Stimmt's oder habe ich recht? Scheiße. Und schlafen sollte ich auch noch, sehe ich gerade. Das wird eine lustige Fahrt nach München. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber wir ziehen es jetzt einfach mal durch. Ich blinke auch, schau, ich kann blinken. Schau, hast du gesehen, ich kann blinken. Ich blinke. So, nein, was wollte ich sagen? Ja, jetzt Eurotruck Simulator ist jetzt natürlich ein Zeitchen schon nicht mehr gekommen auf meinem Kanal. Und zwar hat das Gründe. Und zwar der eine Grund heisst zum Beispiel... Ey, tu doch einfach bremsen, du Idiot. So, der eine Grund heisst zum Beispiel... The Witcher 3. Ein weiterer Grund ist Galactic Civilizations, wo... Ah ja, ich habe ja das angekündigt für auf meinem Kanal. Da bin ich ins Game rein und musste feststellen, das ist gar nicht so einfach, das Spiel. Das ist gar nicht so einfach. So. Und ja, darum wird es ein Zeitchen noch gehen, bis Galactic Civilizations wird rauskommen. Dann habe ich gesehen, The Forest hat ein Update bekommen. Und zwar habe ich das gerade heute schnell runtergeladen, weil ich schon länger bis auf Steam war. Also respektive, ja mal, also jetzt bin ich, glaube eine Woche etwa, habe ich nicht mehr gegamed. Und das bedeutet also, es könnte eventuell bei The Forest weitergehen. Ich habe The Forest, glaube ich, noch nicht rausgenommen aus der Liste der laufenden Let's Plays. Bin mir zwar nicht einmal so ganz sicher jetzt da. Aber ja. Müssen wir dann schauen. Ich muss geradeaus. Ja, wie und was dort dann wird laufen mit The Forest. Ich würde The Forest wirklich, wirklich gerne weiterspielen, weil ich finde das ein tolles Spiel. Aber solange die naja, wie schon gesagt, ich habe ja ein paar Bilder gesehen vom letzten Update und ich muss sagen, es hat mir gar nicht so gepasst. Und darum wollte ich warten, ist jetzt das wirklich Stau. In der letzten Folge war es, glaube ich, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass es keinen Stau gibt. Hey, ich könnte ja eigentlich auch Auto fahren. Mal schau doch, wenn einer rausfährt. Oh. Oh, je. Wie auch immer. Mach mal die Spur frei da, ey. Ohne Scheiß, geh weg. Der will einfach nicht von seiner Spur weichen. Okay, weißt du was, ich überhole jetzt rechts. Das mache ich jetzt einfach mal, so frech bin ich. Jetzt kommt dann sicher eine Abzweigung. Ja, wie auch immer. Was ist jetzt das gerade gewesen? Ich habe das doch gerade an. Jetzt geht er nach rechts. Jetzt geht er nach rechts.
So ein Pisser. So, fast noch die Leitplanke mitgenommen, aber alles kein Problem. Ich habe alles im Griff da. Gerade ein bisschen konzentriert sein mit dem Blinken und so. Müssen wir das Blinken echt auf eine andere Tasche legen. Schau, ihn anhalten. Habt ihr gesehen im Rückspiegel? Oh, ich liebe das Spiel. Hey, zieht ihr mal den Lichteinfall rein? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal so. Das ist geil. Ist geil. Zurück zu The Forest. Eben, ich würde sehr gerne The Forest weiterspielen, weil ich finde, das ist ein geniales Spiel. Weit sind wir ja bis jetzt noch nicht gekommen, weil ich ja dann ein Let's Play unterbrochen habe wegen dem Update. Und weil einfach ein paar Sachen unspielbar waren, die wirklich sehr schade sind. Und darum, ja, ich hoffe, ich schaue es vielleicht die Tage noch an. Wird ein neuer Spielstand halt müssen beginnen, weil der letzte Jahr kaputt war. Wir erinnern uns, ich wollte ein Let's Play weitermachen und dann ist einfach ein neues Spiel gestartet. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, so nicht. So nicht. In 3 Stunden 38 sollten wir ankommen. Das bedeutet, wir werden jetzt sehr wahrscheinlich während der Fahrt einschlafen. Benzin haben wir aber noch genug, das ist ja schon mal das Positive daran. Also ich bin ganz dezent übergegangen, dass der mir nicht ins Auto reinfährt da. Und der hinten dran fährt. Weil wir sind wieder am Überholen da. Wir fahren natürlich viel zu schnell, ich weiss das. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wir überholen da, wie wir es machen halt, oder? Was ist da los? Wieso kommen wir jetzt da auf eine normale Straße? Jetzt muss ich da schon abbremsen. Okay, ich denke 75 sollte in Ordnung sein. Fahren wir mal 75. Obwohl da alle am Bremsen sind, anscheinend. Okay, gehen wir mal 65 wegen der krassen Kurve. 50. Okay. Ich arbeite wieder mit dem, wie sagt man, mit dem, ihr wisst schon, Autopilot. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt 50. Das ist in Ordnung. Wir gehen über die Grenze. Da sind wir schon. Und geradeaus anscheinend. Dann machen wir Ideallinie. München geht geradeaus. Das ist wunderbar. 90 ist da erlaubt, dann fahren wir doch 90. Obwohl ich ganz genau weiss, dass wir jetzt ganz krass mit runterbremsen, aber das interessiert mich gerade momentan nicht. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, Galactic Civilizations. Problem. Und zwar nicht vom Aufnehmen her. Ich habe schon mehrere Probeaufnahmen gemacht. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Das Problem bei Galactic Civilizations ist, es ist sau schwer, das Spiel. Und ich muss zuerst wirklich dort reinkommen, damit ich ein einigermaßen gutes Let's Play machen kann. Heisst also, das wird noch ein Zeitchen gehen, wird aber auf jeden Fall, wie angekündigt, auf meinem Kanal laufen. Sobald ich ein bisschen besser rauskomme bei diesem Spiel, also respektive bis ich einigermaßen eine Zivilisation kann aufbauen kann, wo auch wirklich funktioniert, weil bis jetzt ist es immer so gewesen, ich bin, Entschuldigung, ich muss schnell husten. So, da bin ich wieder. Bis jetzt ist es immer so gewesen, dass ich relativ schnell mal verloren habe, weil ich zu wenig schnell aufgebaut habe. Und das ist natürlich sehr blöd. Und darum würde ich eben gerne mal ein bisschen mehr üben, damit ich dann auch das Spiel wirklich zeigen kann. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt irgendwo. In einem anderen Video, aber das ist wirklich ein Anliegen von mir, dass das dann wirklich funktioniert, weil es ist ein schönes Spiel, es ist ein wunderprächtiges Spiel, es erinnert wirklich an die alten Titel wie Imperium Galactica und die alten Galactic Civilizations und Homeworld ein bisschen.
Hat auch ein bisschen Element von X drin und ihr wisst ja vielleicht, ich stehe so auf Weltraumgeschichten. Ich spiele selber auch EVE Online. Ab und zu. Jetzt auch nicht mehr so stark wie auch schon, aber ich spiele es nach wie vor und... Scheibenwischer? Nein, das ist nicht, das ist das Licht gewesen. Da, der Scheibenwischer. So. Darum geht das noch ein Zeitchen, bis Galactic Civilizations auf dem Kanal wird erscheinen, wird aber auf jeden Fall. Ich kann aber nicht sagen, für wie lange. Ob es da eine ganze Serie wird daraus geben oder ob es einfach mal so ein bisschen längeres Video wird, wenn ich einfach ein Spiel mache, weil man sich in diesem Spiel extrem kann verlieren. Also so richtig extrem. Und ja, da kann ich das einfach nicht bringen, dass ich jetzt da 80, 90, 100 Folgen mache, wo im Grunde gar nicht viel passiert, weil man halt einfach am abwarten ist, bis irgendwelche Technologien erfahren sind oder wie auch immer dann. Jo, was ist noch Neues? Eigentlich nicht viel. Ich bin gerade im Moment am Einrichten vom PC für Mehrspieler. Also respektive im Einrichten, das klingt jetzt ein bisschen überheblich. Ich habe mir jetzt noch einen zweiten Xbox-Controller gekauft, dass man könnte so Minigames machen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht mal, wie es heisst. Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie es heisst. Und das ist jetzt aber ein bisschen neuere Sache. Und zwar habe ich mir überlegt, die ganze Sache als Stream zu machen. Genau, und zwar auf Twitch und dann, aber ohne Facecam, das muss ich jetzt schon leider mal anmerken, weil ich bin immer noch nicht dazu gekommen, eine Webcam zu kaufen und ich vergesse das immer wieder. Und dann muss ich dort wieder etwas neu installieren und schauen, ob alles funktioniert. Und Pipapo, ich habe Pipapo gesagt, habt ihr gehört? Pipapo. Das ist so ziemlich unüblich in der Schweiz, dass man Pipapo sagt, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, weil ich gedacht, es könnte da drin nie passen in diesen Satz. So. Habe ich das auch mal ein bisschen umschrieben. Übrigens, Pollenflug in der Schweiz heutzutage ist ziemlich ekelhaft. Irgendwie bin ich seit einer Woche erkältet, obwohl ich gar nicht erkältet bin. Das freut doch sehr, das lässt mein Herz erblühen. Aber naja. So, genug Bullshit geschnarrt. Wir konzentrieren uns aufs Spiel. Es geht noch 1 Stunde 24, bis wir München erreichen. Und... Wow, jetzt hast du Glück gehabt. Ich wollte jetzt einfach da überziehen. Räusper. Und jo. Was ist noch? Ich habe mir noch überlegt, vielleicht doch einmal einen Autotitel auf meinen Kanal zu nehmen. Also Autotitel, ein Rennspiel. Weiß aber noch nicht so genau und bin mir da noch ziemlich unsicher. Ich habe ja unter anderem zum Beispiel auch Assetto Corsa. Ein wunderbares Spiel, extrem genial gemacht, extrem schwer. Also wirklich nicht so Gran Turismo-mäßig, wo man zuerst mal ein paar Rennen macht, bis man genug Stutz zusammen hat, um sich irgendein grobes Auto zu kaufen und dann gönnt man alles, sondern man fährt dort mit dem gleichen Auto gegen das gleiche Auto. Also wenn man Karriere macht natürlich. Und das ist extrem schwierig. Weiss ich noch nicht, Assetto Corsa hat ein bisschen Performance-Probleme auf meinem PC gehabt. Bin jetzt länger noch im Spiel inne gsi. Mittlerweile sind etwa 5 Updates rausgekommen. Soviel ich weiss, ist glaube sogar auch schon die Version 1.0 draussen. Bin mir aber da dabei nicht ganz sicher. München geht geradeaus. Muss ich schauen. Aber ein Spiel, das es eventuell könnte schaffen, wäre, wie heisst das? Dirt Rally? Glaub's. Es hat so einen heimlichen Nachfolger von der alten, von der guten. Colin McRae. Ich glaube, es heisst Dirt Rally. Bin mir nicht ganz sicher. Das könnte ein Kandidat sein, muss ich mal genauer anschauen. Ich habe es mir noch nicht gekauft bis jetzt oder so. Aber es wäre mal eine Idee. Oder dann Formel 1. Aber Formel 1 ist halt so, naja, es zieht sich in die Länge. Es zieht sich anders in die Länge, das Spiel. Weil, also, wenn ich am Gamen bin, mir macht das nicht aus, wenn ich jetzt da halt ein paar Stunden am Gamen bin. Aber jetzt für ein Rennen zum Beispiel, ja, da hat man zuerst Testtage, wo man das Auto muss einstellen muss. Dann hat man das Qualifying und dann hat man noch jenste Sachen halt und dann kommt das Rennen und das Rennen geht irgendwie 15 Runden
Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo das man kann original machen kann, dass man 65 Runden oder wie viel auch immer kann machen kann. Das muss ich noch suchen. Das, ja, wie auch immer. So, da ist unsere Abfahrt. Jetzt muss ich da mal schnell meine Hand von der Maus nehmen, weil da ist die Motorenbremse. So, haben wir die Kurve schön können nehmen. Da ist 50. So. Fahren wir halb 50. Und wir brauchen natürlich beide Strassenseiten, weil wieso auch nicht? Wenn wir es können, dann können wir es und dann machen wir es auch. Wir kennen es ja. Außerdem muss ich schauen, wo ich jetzt hier in München muss hin. Wir schlafen jetzt gerade ein, sehe ich gerade, anhand von dem blauen Bettli über dem Navi. Das wird noch lustig. Aber ich denke, wir könnten den Auftrag noch abgeben ohne weiteres. Wir haben jetzt halt 2 Unfälle drin, weil aus eigener Dummheit eigentlich. Weil ich einfach Unfälle gemacht habe, die unnötig sind. Davor geht es dann links für mich. Ich kann es einfach zu wenig einschätzen, wenn ich gerade neu starte. Ich habe keine Probeaufnahme gemacht, als ich gefahren bin. Ich habe nur kurz eine Probeaufnahme gemacht, um zu schauen, ob alles stimmt. So vom Sound her und so. Ich weiss, der Sound ist sehr leislich. Aber das ist absolut gewollt. Weil er eben auch schon viel zu laut war. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall. Und wir machen die Eingabe, BAMZG. So, ausgezeichnet, trotz 2 Unfällen. Das ist doch schon mal etwas. Mal schauen wir. Level 6 nicht erreicht, aber hey, kein Problem. Ich würde sagen, beim nächsten Mal erreichen wir Level 6. Dann können wir wieder einen Fertigkeitspunkt wahrscheinlich auswählen. Jetzt noch nicht, genau so ist es nämlich auch. Und der Tracker George da, dem geht es gut, der macht seine Sache schon richtig. Das finde ich, macht mal Karriereentwicklung, was steht dort? Wow. Okay. Da geht es um den Profit anscheinend. Da geht es um den Profit, alles klar. Wir müssen mehr Profit machen, damit wir irgendwann bei den Profis ablandet. Das finde ich wunderbar. Ich würde sagen, ich starte jetzt gerade in eine neue, weitere Aufnahme, die gerade anschliessend an die da kommt. Und euch entlasse ich mal ins Wochenende oder woher auch immer. Wir haben heute Donnerstag, wo ich das aufnehme, und wahrscheinlich wird es heute oder morgen, also entweder Donnerstag oder Freitag, wird das Ganze noch rauskommen. Wieso dass ich jetzt gerade so komisch abgehackt rede, ist, weil ich mit der Arno so komisch rumfuchtle, wo ziemlich dämlich wird aussehen, sehr wahrscheinlich, aber ist schon gleich. Jedenfalls, ciao zusammen.